willkommen zur nächsten Folge Planet Coaster. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass wir jetzt bei dem Park bloß noch die Gäste fehlen, also 200 Gäste, dann habe ich es abgeschlossen. Und wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, hopp hopp, das muss nachgeholt werden. Da wird wieder sauber gesungen, Musik geht auch. Oh, da stehen sie aber auch, da stehen sie so. Da wird auch schön eingekauft. So, ich kann ein bisschen Szenerie hier bauen. Ein bisschen gestalterisch machen. Ich denke, das kann man lassen, auch wenn es wieder ein bisschen durcheinander ist. Und so viel möchte ich jetzt da gar nicht mehr hinbauen, weil mir ja bloß noch die Gäste fehlen. Wie viel fehlen die noch? Oh, gar nicht mal so viel. Dann kann man noch was bauen. Ein Fahrgeschäft. Dann kommen doch bestimmt ein paar. Das haben wir schon, das haben wir schon. Das kleine haben wir auch schon. Den da haben wir noch nicht. Da kann man den hier sitzen und verledern. So viel Platz ist er da nicht. Und wenn man die Wege wieder nicht bauen kann, dann wird das ja von Haus aus nichts. Da hat es glaube ich gehen. Oder? So. Geht das? Aber ich glaube, das wird mit dem Weg nichts. Schaut euch den letzten Part an, dann wisst ihr, was ich meine. Ich sag bloß. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird steinig und schwer. Ist das nicht ein traumhafter Weg geworden? Wie das geht, das ist jetzt auch nicht gerade eben dafür da. Aber wenn es geht, das ist nicht meine Entscheidung, dann lassen wir es so. Und den Baum, ja, erstmal weg, das öffnen wir noch nicht. Weil wir noch kein Ding nicht gebaut haben, machen wir das mal zu ganz kurz. Noch keinen Eingang nicht gebaut, der wir das weg. Und jetzt können wir einen Eingang bauen, Wege. Eingang. Nein, falsch, da sind wir richtig. Kann man bauen, das schaut schon gut aus, das schaut gut aus. So mag ich das, so mag ich das. Jetzt bauen wir um. Ich glaube, die Warteschlange reicht. Außer wenn noch mehr Leute kommen, dann wird es kritisch. Preis. Da nehmen wir mal hin. Simi mindestens. Simi geht schon. Simi geht allerweil. So. Gäste finden, Wartezeit zu lang. Bei was? Bei dem oder? Na, bei was finden sie es zu lang? Bei dem Kraken. Ja, da kann ich doch nichts dafür, das habe ich nicht gebaut. Ich hab das da nicht gepflanzt. Schauen wir mal. Da sagt man wieder, wenn ich was nicht baue, dann kann ich es ja gar nichts werden. 24. Ja, die haben schon aufgekommen im Preis. Dann machen wir mal 30. 60. Abfahrtsintervall 20. Und wenn es jetzt nicht geht, nicht mein Problem, ich bin gleich fertig mit dem Park. Ja, 40 Leute fehlen noch. Und wenn ich das dann geschafft habe, dann schaue ich noch kurz den nächsten Park rein, was da zum Tor ist. Und dann wird es aber auch gewesen sein mit dem Part, weil ich habe halt nicht so viel Zeit, muss jetzt dann noch ins Fußballtraining. Und ja, mehr sage ich nicht dazu. Dann, da gingen schon die ersten hinten, die möchten schon genüsslich mein neues Fahrgeschäft testen. Ich glaube, das wird einschlagen wie der Bomben. Dann wieder mal ein bisschen was gestalten. Jetzt schauen wir mal weiter oben, weil da habe ich noch nicht so viel gemacht. Wütend schießender Pirat. Der ist wütend. Das sehe ich schon. Kann man den nicht irgendwo aufsetzen? Schauen wir mal. Der schaut nämlich cool aus, den möchte ich da her haben. Aber wenn er da überhaupt nicht drauf passt. Null, aber schaut euch den Kollegen an. Wenn der da nicht aufpasst, dann weiß ich aber auch nicht. Gibt es da noch so eine Figur? Mal gucken. Anscheinend nicht. Aber diesen Muschelstatue, die kommt man da noch drauf. Oh. Wenn man da nicht zum Essen gehen möchte, dann weiß ich aber auch nicht. Die schaut jetzt schon richtig einladend aus und da Rumpeln auch schon hinten wie nix. Schatztruhe kommt man da her.
Deswegen ist er so wütend, Leute. Deswegen ist er so wütend. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Weil er nicht möchte, dass jemand an seinen Schatz ohne geht. Seht ihr das? Und von dem hat er viel. Der hat sogar 2 Schätze. 2 Schatztruhen. So, passt doch. Und dann machen wir noch ein Fracki. Das wo unter der Erde ist zum größten Teil. Nein, dafür habe ich kein Geld nicht raus. Dafür ist... Ja, das hat auch einen Unfall gehabt, das Schiff. Dieses Ruderboot. Meine, Ruderboot hat auch einen Unfall gehabt, das hängt richtig schön im Stor drin. Ein Totenkopf. Was? So groß? Der schwebt in der Luft oder was? Ja. Wenn das so ist. Nein, der hängt da oben. Jetzt habe ich es geschafft. Okay, aber den bauen wir noch hin. Den bauen wir noch hin. Der schaut da ganz besser, aber... Nur $60, das ist ja ein Schnäppchen. Baue ja gleich 2. Ein paar Bam. Dass er noch gefährlicher ausschaut. Okay, nicht direkt, aber jetzt schaut eigentlich niedlich aus. Was gibt's denn da noch so Schönes? Piraten. Das hängt da alles so schön da. Das kann ich mal gar nicht haben. Die ist groß. Machen wir es da her. Das hängt alles im Boden drin. Ist auch nicht so der Hammer, aber ich kann auch nichts abflachen, weil das in dem Level deaktiviert ist. Und das ist blöd. Aber dass man dann sowas deaktiviert, bei einem sicheren Level, wo es so unebene Landschaft ist, wo man fast nichts hinsetzen kann, dann deaktiviert man das. Hauptsache, dass man den Weg gerade, so hat man den Weg da bauen können. Ja, aber was tun überhaupt noch weiter? Da stehen sie jetzt auch schon, da mache ich glaube ich auch Profit, oder? Fertig. Ja. Wie schaut es denn da aus so? Ja, nur mal kein Gewinn, da schauen wir mal, wie das jetzt gleich ausschaut. Haben wir mal ein bisschen 4, ein bisschen schneller. Da geht es auch ab. $900 Gewinn. $300. Geht auch noch. Beim Burger. Schauen wir mal, wie es da ausschaut. Da sieht es voll aus. Ja, mein Gott, dann heul rum. Schauen wir, wie ich da Gewinn mache. $600. Anscheinend schaut es die meisten nicht so voll aus. Ich kann da noch einen zweiten bauen, aber der Aufwand ist mir gerade nicht wert. $800, auch in Ordnung. Das ist da das, wo man am meisten Nerven gekostet hat. $650. Das macht Verlust. Das ist ganz einfach. Dann hauen wir den Preis in Tee. Das ist immer gut. Da ist der Preis. Das ist ja klar. Preis in Tee. Viele Gäste haben Durst. Den Wunsch erfülle ich einer noch. Den Wunsch erfülle ich einer noch. Das bauen wir direkt daneben hier. Laden- und Servicegebäude. Durst haben es, dann bauen wir Piratengetränke. Wo ist da noch hinsetzen? Geht das noch? Da schaut es ein bisschen. Bauen wir es. Haben wir es da her. Direkt gegenüber. Ein bisschen versetzt, dass sich die Leute nicht entscheiden müssen. Schön gegenüber. So. Und wie schaut es jetzt aus? Die haben anscheinend Durst. Die haben anscheinend Durst, ja, wie ich hier rum bin. Es waren es gerade am Verdursten. Jetzt schaut es wieder zu voll aus. Sollen wir ein zweites daneben hinsetzen, oder was? Okay, machen wir. Setzen wir noch ein zweites daneben hin. Da setzen wir noch ein zweites daneben hin. Wenn es einer zu voll ausschaut. Und zum Essen brauchen sie auch noch was. Dann setzen wir auch noch was zweites daneben hin. Das haben wir schon. Das ist groß. Dorfladen. Das soll klar sein. Naja, wenn es meint. Wo ist noch der Eingang? Oder? Da ist die Einkaufsmeile da hier hinten. Naja, einkaufen kann man direkt nichts. Kann sie bloß zum Grippe fressen. So, wie schaut es jetzt aus? Mache ich schön Gewinn. 0. Ah, da muss man noch ein bisschen warten bis zum Ende vom Monat. Und wie schaut es jetzt da hier hinten aus? Gewinn natürlich 480. Ordentlich. Und wie weit bin ich schon drüber mit meinen Gästen? Viele Gäste haben Durst, das habe ich schon gemacht. $2.500 Gewinn. Auch nicht schlecht. Ja, wie viel sind es denn? Ich möchte... Ah, da sieht man es ja unten. Ja, bin ich schon fast 200 drüber. Dann warten wir bloß noch schnell, bis ich da meinen Profit sehe. Aber bei dem kleinen Dorfladen da geht es auch ganz schön ab. Schaut euch das einmal an, wie die da hängen. Die haben es nicht anscheinend. Und da geht's gescheit. Sie haben Durst, immer noch. Schaut's gegenüber, da stehen 2 Geschäfte.
Die verkaufen euch sogar was. Darfst du es mal schon glauben. Und Gewinn, Monatsende 2000, Gewinn über 2000, $100. Ja, das geht, das geht. Dafür, dass noch ein zweiter daneben steht, der 88 gemacht. Dann passt es. Und der Dorfladen, der muss aber jetzt, der muss gescheit Profit machen. 400. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Und der andere auch nochmal 270. Ja, passt. Dann haben wir es mit dem Park. Jetzt haben wir fast 1200 Gäste. Ich speichere noch schnell und dann schauen wir noch im nächsten Park die Ziele und dann war es für heute. Da sind wir im nächsten Park drin. Piratenbucht. Und wer hat den gegründet? Pirat und heutiger Unternehmer, der Holzbein Piet. Holzbein Piet hat den gegründet. Der kann ja nicht laufen. Da muss ich ein bisschen nachhelfen, ist ja ganz klar. Erreiche einen monatlichen Gewinn von $1000. Ziehe 600 Gäste an. Baue eine Achterbahn. Erreiche einen monatlichen Gewinn von $2000. Das ist mittel. Und schwer ist dann zahle alle Darlehen zurück. Hat der schon Darlehen aufgenommen? Das mag ich jetzt einmal sehen. Und erreiche einen monatlichen Gewinn von $4000. Okay, hat der... Der hat einfach so $10.000 Darlehen aufgenommen, der Holzbein Piet. Ein sicherer Hammi, ohne mit zum Fragen. Einfach so. Ist ja klar, okay. Wenn er es mag. Das greifen wir dann aber auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Ich sage danke fürs Zuschauen, hoffe es hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Abend, haut's rein, servus.